Ja, jeder von uns wünscht sich, wenn Entscheidungen anstehen, gute Entscheidungen fällen zu können, mit viel Weisheit. Wir haben heute einen super spannenden Text, in dem Jakobus genau das erklärt. Wie ist die Weisheit, die auf der Erde verbreitet ist? Und wie ist der Unterschied, wenn die Weisheit von oben kommt, von Gott her? Was können da für Früchte entstehen? Ich möchte dir einige Gedanken dazu weitergeben, die wir geteilt haben am Erntedankgottesdienst, Früchte von oben, und zwar auf dem Bauernhof. Deshalb gebe ich jetzt weiter direkt zur Aufnahme. Ja, wir sind in dieser Serie Jakobus und wir machen immer wieder so Serien, wo wir einfach einen Bibeltext nehmen, ein Buch, das wir zusammen lesen können, und das ist mega gut, weil dann nehmen wir nicht nur die Texte aus der Bibel, um darüber zu reden, die uns gerade gut gefallen und die in unser Schema passen, sondern wir sind einfach unterwegs und schauen, was Gott uns zu sagen hat. Und als ich diese Serie vorbereitet habe, habe ich gesehen, es ist super, Jakobus 3,18, dort geht es um Früchte. Um Früchte, die Gott in unser Leben hineinsät. Und Vers 17, dort geht es auch darum, dass wenn unser Glaube lebendig ist, dann bringt er Früchte hervor. Ich habe dann gesehen, super, Jakobus hat ja alles Früchte drin. Passt perfekt zu unserem Erntedankgottesdienst, wenn wir diesen Text heute nehmen. Ich hänge das mal hier hin. Es erinnert uns, dass es um die Früchte geht. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass es ein herausfordernder Text ist. Dass Jakobus uns wirklich so an der Hand nimmt und uns herausfordert. Ein bisschen auf die Wunde drückt. Ein bisschen zeigt, worum es gehen könnte im Leben oder wo wir vielleicht auch falsch unterwegs sind. Also wenn ich denke, Erntedankgottesdienst, wir müssen Gott Danke sagen, wir dürfen Gott Danke sagen für all das, was er uns schenkt hier, den Wohlstand, den Überfluss, den wir haben können, wie gut. Aber auch wenn wir an die geistlichen Früchte denken, dann gibt es viel Grund zum Danken, aber es gibt auch Grund, Gott, den Schöpfer, zu bitten, Dinge abzuschneiden, die fruchtlos sind, die keine Frucht hervorbringen, die verbirren, die am Ende nutzlos sind. Und darum geht es in diesem Text auch. Ich möchte diesen Text einmal vorlesen. Jakobus, Kapitel 3, ab Vers 13. Wer die Bibel hier hat, lest ruhig mit. Das ist immer sehr gut. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Wenn ihr aber in bitterer Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das ist dieser Text. Die Frucht wird gesät und so weiter. Es beginnt da in Vers 13 so ganz direkt. Wer ist weise und verständig unter euch? Das sagt Jakobus diesen Leuten in dieser Kirche, in diesen Gemeinden, an die er diesen Brief schreibt. Also wahrscheinlich gab es da Leute, die sagten, ja, ich gehöre schon zu den Weisen, zu den Klugen. Die hatten vielleicht sogar diesen Titel und man hat gewusst, wenn man einen weisen Ratschlag will, muss man halt zu denen gehen und sie fragen. Jakobus stellt gleich hier am Anfang klar, dass mit Weisheit, wenn wir von göttlicher Weisheit reden, wenn wir im Zusammenhang mit Gott von Weisheit reden, dann geht es nicht einfach um viel Wissen oder so, sondern es geht um eine Weisheit, die sich im Leben zeigt. Er sagt ja dann zu denen, wer sich eben weise nennt, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen.
Also aus der Weisheit soll etwas herauswachsen, nämlich Werke. Und die sollen sich zeigen im Wandel im Leben, wenn man unterwegs ist. Wahrscheinlich haben die Leute von sich groß behauptet, sich gerühmt, ich bin weise. Jakobus hat gesagt, wir wollen nicht hören, dass du weise bist, wir wollen es sehen in deinem Leben. Und es ist auch ganz spannend, wenn wir so diese Stellen anschauen, dann merken wir, dass Jakobus nicht einfach seine eigenen Ideen da in die Welt hineinsetzt, sondern dass er so durchdrängt ist von den Worten von Jesus, die er gehört hat und die er mitnimmt und weitergibt. Jesus selber hat gesagt in Matthäus 5,5, glückselig oder fröhlich können die sein, die sanftmütig sind, denn sie werden das Land erben. Also wie Jakobus davon spricht, dass diese Werke in Sanftmütigkeit wachsen sollen, so hat Jesus schon davon gesprochen. Er hat gesagt, die Leute, die sanftmütig, also irgendwie nach dem Guten bedacht, nach dem Frieden strebend, geduldig auch, friedfertig. Wer so unterwegs ist, wer nach dem strebt, der wird Land erben. Und ich habe gedacht, das brauchen wir, oder? Wenn gute Frucht wachsen soll, braucht man Land. Sonst kann man keine Landwirtschaft betreiben, oder? Das ist genau der Ort, wo etwas wachsen kann. Es geht dann weiter, Vers 14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Also Jakobus spricht hier von verschiedenen Weisheiten. Ich zeichne das hier mal auf. Zum einen spricht er von einer irdischen Weisheit. Ich hoffe, man kann das lesen. Sonst muss man sich das halt merken. Irdische Weisheit wächst da. Auf der anderen Seite spricht Jakobus aber auch davon, dass es eben eine Weisheit gibt, die von oben kommt. Die zeichne ich mal hier hin. Also die wächst nicht auf der Erde, sondern die kommt irgendwie aus dem Himmel oben. Wächst von oben herab. Weisheit von oben. Und es wird sofort klar, wenn Jakobus von dieser Weisheit von oben spricht, dann meint er eine Weisheit, die von Gott kommt, was Gott sich unter Weisheit eben vorstellt. Und jetzt schreibt er da, dieser Jakobus, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, also wenn das die Wurzel der Weisheit ist, wenn die Weisheit aus dem heraus wächst, aus dem heraus kommt, dann ist es eine irdische Weisheit. Also die schlägt ihre Wurzel oder hat ihren Grund, zieht ihren Saft, könnte man sagen, aus bitterem Neid, schreibe einfach mal Neid auf, und aus Selbstsucht, ein anderes Wort, was hier steht. Ich habe mir hier ein bisschen Gedanken gemacht. Jakobus spricht von einer irdischen Weisheit. Und wenn ich herumschaue, war das nicht nur zur Zeit von Jakobus so, sondern ist das heute bei uns genau gleich. Was heute in unseren Breitengraden als weise gilt, das ist das, was ich mir wünsche. Das muss passieren. Der eigene Wunsch, was man selber für Ziele hat, wie man sich selber verwirklichen kann, das ist das, was man als Weisheit betrachtet. Daraus soll das Leben funktionieren, das soll die Motivation sein. Aus dem hinaus soll das wachsen, was man wachsen soll. Es steht hier auch Neid oder bitterer Neid. Das ist so dieses Gefühl, dass man selber zu kurz kommt vielleicht, dass man zu wenig hat oder dass der andere etwas hat, das ich auch will. Da bin ich neidisch, dann bin ich eifersüchtig. Ich strecke mich vielleicht aus nach dem. Ich bin auch nicht zufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und ich erinnere mich so ein bisschen an diesen Text vom letzten Sonntag, wo Jakobus auch geschrieben hat von diesem Gift der Schlange, das irgendwie in die Menschheit hineingekommen ist. Und ich erinnere mich an diese Szene im Garten Eden, ganz am Anfang der Weltgeschichte, als die Menschen da waren und auch nicht zufrieden waren mit dem, was sie hatten. Und auch mehr wollten, als Gott ihnen gegeben hat. Und als die Schlange, das Böse selbst, ihnen angeboten hat, hey, ihr könnt doch werden wie Gott, Gut und Böse unterscheiden, dann wollten sie das haben.
Das ist Neid. Irgendwo eine Wurzel, die geblieben ist bis heute. Man ist neidisch, man will mehr, denkt, man hat nicht genug, so wie es andere können oder machen. Das sollte man auch selber haben. Und dann auch dieser Begriff von Selbstsucht finde ich ganz interessant. Ebenso das, sage ich mal, das Egoistische, das kennen alle, aber man kann das gerade so gut übersetzen mit Streitsucht. Das führt auch immer zu Streit, oder? Wenn ich schaue, was ich will und du schaust, was du willst und jeder schaut, was er will, es ist schwierig, dann zusammenzukommen und das irgendwie in Einheit zu bringen. Es führt auch zu Streit. Und jetzt hat Jakobus ja da ganz so direkt gesagt, Leute, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern es ist eine irdische, also es ist irgendwie in der Welt so verankert, es ist eine seelische oder was das Wort auch bedeutet, einfach was das Wesen des Menschen betrifft. Es ist eine menschliche Weisheit, kommt vom Menschen her. Und er sagt, es ist sogar eine dämonische. Wenn die Weisheit daraus genährt wird, dann öffnet sie dem Bösen die Türen, dass Böses passieren kann. Und er sagt, rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Also Jakobus lädt uns heute ein, dass wir uns selbst prüfen. Wo haben wir so Dinge im Leben, die wachsen, aber nicht von einer Weisheit von oben, sondern von so einer irdischen Weisheit. Von dieser Idee, mehr haben zu müssen, aus dem Neid heraus, aus Selbstsucht hinaus, aus dem, was ich mir selber wünsche, was ich denke, ist gut für mich, was mir entspricht, was meinem Geschmack entspricht. Das kann ja ganz fromm sein. Jakobus schreibt ja da zu seinen Geschwistern, nicht zu irgendwelchen Leuten, oder? Er schreibt zu seinen Glaubensgeschwistern. Oder wenn man dann betet, oh Gott, ich und mich und meine und mir segne diese 4. Also Jakobus lädt uns ein, uns selbst heute zu prüfen. Er schreibt dann weiter, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Also wenn das zu wachsen beginnt, diese irdische Weisheit, dann entstehen auch Früchte, also da wächst etwas. Und die Früchte, die da entstehen, sind Unordnung und böse Taten. Schreibt das mal hier oben auf diesem Baum, was da wächst. Unordnung und böse Tat. Können wir uns fragen, was ist da mit dieser Unordnung gemeint? Das könnte man auch mit sagen, es ist etwas Zerrüttetes, etwas Zerstörtes, etwas, wo nicht zusammenführt, sondern auseinanderreißt. Das ist das, was dort wächst. Und auch böse Tat. Das muss man, glaube ich, nicht erklären. Weiter schreibt er dann aber, was beim anderen Baum passiert. Er sagt, die Weisheit von oben aber, die ist irgendwie anders. Die Weisheit von oben ist erstens rein. Also irgendwie wächst da auch etwas hin und das hat irgendwie anderen Charakter. Es entsteht auch eine Frucht. Und etwas, was diese Frucht auszeichnet, ist, sie ist rein. Man könnte auch sagen, sie ist göttlich oder heilig, so wie es Gottes Wesen oder Willen entspricht. Dann heißt es weiter, so dann ist sie friedfertig. Ein altes Wort, aber man versteht sofort, was gemeint ist. Etwas, was Frieden fördert. Sie ist gütig. Es ist nicht gemeint gütig zu sich selber, sondern grundsätzlich gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Das finde ich ein ganz spannender Punkt, dass er sagt, die Frucht, die hier wächst, ist lernbereit. Das heißt, wenn ich so durchs Leben gehe und ich habe meine Vorstellungen, vielleicht auch meine Theologie, meine Ideen, wie das alles zu und her gehen sollte, auch in der Kirche, in der Gemeinde, Jakobus spricht ja hier zu Leuten, die in der Gemeinde zusammen sind, dann bin ich lernbereit. Also das bedeutet, ich bin bereit, etwas Neues dazu zu lernen, vielleicht etwas loszulassen. Nicht einfach beharrlich an meinem festzuhalten. Ganz interessant, lernbereit.
Sie ist voller Barmherzigkeit. Also irgendwie zeigt sich darin die Barmherzigkeit. Dann, und guter Früchte, sind diese Früchte eben gemeint, unparteiisch, also ich schreibe mal kurz, einfach fair und frei von Heuchelei, also echt. Es ist etwas Echtes, es ist kein Schauspiel oder so. Das ist die Idee, die Jakobus hat. Er sagt, solche Früchte können wachsen in dieser Art und Weise, wenn die Weisheit eben von oben kommt. Vers 18 heißt es dann, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Also es ist eine Frucht, die von der Gerechtigkeit kommt. Es ist eine Frucht der Gerechtigkeit. Es ist eine Frucht, die hat ihre Wurzeln, nicht in menschlicher Gerechtigkeit, sondern in der Gerechtigkeit von Gott. Und sie wird in Frieden gesät. Also wenn Gott ausgeht, diese Frucht zu säen, dann sät er sie in seinem Frieden. Das ist das Bild, das Jakobus uns malt. Und es ist auch ganz spannend an diesem Punkt, wenn er von dieser Frucht redet, die von oben kommt, dann sagt er, die geht aus von der Gerechtigkeit Gottes. Und es ist nicht einfach gemeint, dass Gott die Dinge gerecht macht, sondern da ist damit gemeint, dass Gott uns Menschen in seine Gerechtigkeit hineinholen möchte. Er hat ja vorhin schon in seinem Brief von Gerechtigkeit gesprochen, er hat das Beispiel von Abraham erwähnt, ein Mann, der so fest Gott geglaubt und ihm vertraut hat und hat gesagt, diesem Mann ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das heißt, wenn wir als Menschen durchs Leben gehen und wir haben Schuldgefühle in uns, ich sage jetzt mal berechtigte Schuldgefühle, weil wir Dinge falsch machen, weil wir vor Gott schuldig sind, vor anderen Menschen, oder wir haben so dieses Gefühl in uns, Gott nicht genügen zu können, einfach weil wir so diese menschliche Seite an uns haben, diese sündige Seite nennt es dann auch die Bibel. Dann sagt Gott, ich will dich gerecht machen. Er macht uns dieses Angebot, dass wir zu Jesus kommen dürfen und Jesus um Vergebung bitten dürfen für alles. Und er nimmt diese Schuld, dieses Ungerechte aus unserem Leben hinaus und legt seine Gerechtigkeit hinein. Das heißt, es ist etwas, was uns als Menschen auszeichnet, wenn wir an Jesus glauben, dass wir seine Gerechtigkeit haben. Das bedeutet, wenn ich zu Gott komme, wenn ich um seine Weisheit von oben bitte zum Beispiel, komme ich nicht mit Angst und Furcht, so im Sinn von, kriege ich jetzt eine Strafe, meint es Gott überhaupt gut mit mir oder so, sondern ich komme mit diesem Selbstvertrauen, dass ich zu Gott kommen kann und gerecht vor ihm stehe. Nicht, weil ich es selber gemacht habe oder verdient hätte, sondern weil Jesus mir diese Gerechtigkeit schenkt. Und es passiert auch etwas Zweites, es ist der Friede, Gott sät diese Frucht in seinem Frieden. Also Gott schafft auch diesen Frieden zwischen mir und ihm, diesen Frieden in mein Herz hinein, in diesen Frieden, den die Welt nicht bieten kann. Ich denke manchmal so, es gibt so viele Menschen, die laufen durchs Leben und haben so ein Gefühl von Scham auch. Ich schäme mich, dass ich es einfach nicht auf die Reihe bringe, dass es nicht gut herauskommt, dass ich so vieles verbocke. Aber Jesus kommt, nimmt auch diese Scham aus uns heraus und legt seinen göttlichen Frieden hinein. Also das ist dort, wo die göttliche Weisheit ihre Wurzeln schlägt. Nicht in irgendwelchen wunderbaren Taten, die wir vollbringen müssen, nicht in der Religiosität oder so, sondern in der Gerechtigkeit und in dem Frieden, den wir bei Gott haben können. Jakobus beschreibt hier zwei Arten von Weisheit. Die Weisheit von oben und die irdische Weisheit. Und er lädt uns ein, uns selbst zu prüfen. Und ich habe gemerkt, das ist wirklich ein Moment, wo es uns treffen kann. Mir sind selber von mir ganz viele Beispiele in den Sinn gekommen. Aus der Gemeinde, wo ich Dinge beurteile nach irdischer Weisheit, wo ich mich frage, was gefällt mir? Wie wäre es mir recht? Wie würde ich das alles machen? Was entspricht meinem Geschmack? Wo ich nicht frage, Gott, was wäre deine Weisheit? Was wären deine Gedanken dazu? Aber auch aus dem Leben ganz allgemein, wie ich meine Zeit plane, wie ich vorwärts gehe im Alltag, wie ich meine Beziehung gestalte. Wie oft
bin ich bei diesem Baum unterwegs und orientiere mich an meiner Selbstsucht? Was sind gerade meine Bedürfnisse? Was will ich? Was tut mir gut? So diese Fragen. Ein persönliches Beispiel, das mir in den Sinn gekommen ist, das war schon vor einigen Jahren. Einige von euch wissen, meine erste Ausbildung war Musik. Ich habe 1 Jahr lang Vorbereitungskurs gemacht für die Musikhochschule, dann 5 Jahre studiert bis zum Master. Das heißt, ich habe 6 Jahre lang trainiert, in der Musik wirklich alles absolut genau zu hören. Und das war für mich in der Kirche eine Herausforderung. Weil dort, wo ich damals war ich dann in dieser Lobpreiszeit, in dieser Anbetungszeit, im Worship, und ich habe einfach jeden falschen Ton gehört. Ich habe die falschen Rhythmen gehört, ich habe alles gehört. Und das begann mich zu stressen. Und ich habe so gedacht, ja, wie könnte man das besser machen, was müsste sein und so weiter. Und das war nicht so ein Sonntag, oder? Das war so die ganze Zeit geprägt von dem, wie es mir gefallen würde, was mir entsprechen würde. So von diesem Baum der irdischen Weisheit. Und zum Glück hat nach einer gewissen Zeit Gott dann mich an der Hand genommen und mich da in etwas Neues hineingeführt. Und ich habe das nicht so bewusst wie diese 2 Weisheiten betrachtet oder so, aber Gott hat mich da zum Glück so an der Hand genommen und mich so wie ein Stück in seine Weisheit hineingebracht. Ich habe plötzlich gemerkt, wieso sitze ich eigentlich da und überlege mir die ganze Zeit, wie es sein könnte, was wünscht sich eigentlich Gott, wie ich Lobpreis mache. Ich habe mir plötzlich so diese andere Frage gestellt, wie wünscht sich eigentlich Gott, dass ich Lobpreis mache? Und ich begann zu überlegen und habe gemerkt, eigentlich geht es Gott, glaube ich, um mein Herz. Ich habe mir überlegt, wie kann ich die Lieder singen und Gott begegnen, das von Herzen singen, und zwar von mir zu Gott. Und ich habe begonnen, das zu machen, ganz bewusst, auch zu üben, und das hat irgendwie etwas verändert. Ich habe plötzlich viel weniger falsche Töne gehört. Und dann ging es aber noch weiter. Ich habe dann plötzlich so wie von Gott den Eindruck bekommen, ja Gott, dass er mir wie sagt, ja, ich wünsche mir auch, dass du mir zur Ehre aufstehst. Das war damals in der Kirche nicht so üblich, das war eher selten. Ich habe dann zuerst gedacht, was willst du Gott von mir? Ist das jetzt deine Weisheit von oben? Ich habe plötzlich gemerkt, das ist ja eigentlich ganz normal in unserer Kultur, dass man zur Ehre von jemandem aufsteht. Ich war damals immer wieder an Konzerten, und wenn das richtig gut war, am Schluss, beim großen Applaus, da sind die Leute aufgestanden, den Leuten Ehre zu geben. Ich war ganz häufig am Eishockey-Match. Da sind die Leute plötzlich aufgestanden, um zu applaudieren und der Mannschaft Ehre zu geben. Das ist bei uns ja ganz normal, dass man zur Ehre von jemandem aufsteht. Ich habe mir gedacht, Gott will, dass ich ihm zur Ehre aufstehe. Okay. Ich habe das begonnen, so wie einzuüben und so weiter. Meine persönliche Geschichte ging dann weiter. Ich habe ja immer die Bibel gelesen auch. Und habe gedacht, die Weisheit von Gott muss irgendwie schon aus dem Wort heraus auch kommen. Und da bin ich plötzlich über einen Vers gestolpert, 1. Timotheus 2,8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Da habe ich gedacht, ich muss die Hände, Gott will, dass ich die Hände aufhebe, wenn ich bete, wenn ich ihn anbete? Steht das da in der Bibel wirklich? Das steht sogar von den Männern. Ich habe gedacht, vielleicht hat das mit Gefühlen zu tun, oder? Das sollen die Frauen machen oder so. Und das hat mich echt herausgefordert. Ich war das so ungewohnt. Ich habe gedacht, das passt irgendwie nicht zu mir, aber ich habe so wie gespürt, Gott will mich da in etwas hineinführen. Heilige Hände aufheben. Ich habe begonnen, das zu üben, auszuprobieren. Ich habe plötzlich gemerkt, dass es etwas ganz Schönes sein kann, wenn ich meine Hände aufhebe und zu Gott hin ausstrecke, wenn ich das nicht nur mit meinem Herzen mache quasi, sondern auch mit meinem Körper ausdrücken kann. Also wenn ich die Hände offen vor ihm habe, ich bin bereit von dir, Gott, etwas zu empfangen. Oder auch für die Ehre von Gott. Ich musste das so wie lernen, und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt zurückschaue, ich war ganz lange fest hier, bei dieser irdischen Weisheit, von Selbstsucht, von Neid getrieben, Kritik.
Und plötzlich hat mich Gott an der Hand genommen und hat mir ein paar Inputs von seiner Weisheit von oben gegeben. Und das ist richtig gut. Wisst ihr, heute, wenn ich Lobpreis mache, das ist für mich absolut kein Thema, ob es falsche oder richtige Töne hat, sondern ich komme mit meinem Herzen zu Gott. Gut, bei uns wäre das ja oder bei uns ist alles perfekt. Ich liebe Lobpreis machen. Und wenn mich etwas stört, ist, wenn ich das Gefühl habe, die Leute sind mit dem Herzen irgendwie nicht dabei, dass es mir dann selber schwerfällt. Das ist so ein persönliches Beispiel. Vielleicht kommen euch eigene Beispiele in den Sinn, wo euch manchmal Dinge nerven, wo euch etwas aufregt. Und wenn ihr ehrlich seid, so wie Jakobus sagt, wir sollen uns in der Wahrheit prüfen, dass wir merken, es geht uns um unseren Geschmack, wie es uns gefällt, wie es für mich richtig sein soll, wie es meinen Vorstellungen entspricht. Oder vielleicht Neid. Ich denke, ich könnte es doch besser. Oder ich will das gar nicht gut finden, weil ich bin eifersüchtig, dass die es besser können. Das ist eine Einladung von Jakobus, genau in diesen Punkten die Weisheit von oben, von Gott, zu erbitten. Jakobus ist sehr direkt, ich finde manchmal fast ein bisschen hart. Er schreibt dann weiter. Jakobus 4. Ich kann mir vorstellen, die Leute haben diesen Brief in der Gemeinde gelesen und waren diesen Punkt recht aufgewühlt, weil viele haben wahrscheinlich gemerkt, okay, ich habe doch so viel, wo ich mich selber nach dieser irdischen Weisheit ausstrecke. Und da schreibt er weiter. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Also gab es wohl in diesen Gemeinden, in diesen Kirchen, hatten die auch Krach miteinander. Woher kommt das alles? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Quasi von dieser irdischen Weisheit? Vers 2. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Das heißt, die ganze Zeit ist man am Streiten und Kämpfen und zu sich ziehen und so weiter, aber man bittet nicht Gott nach seiner Weisheit. Man ist die ganze Zeit bei diesem irdischen Baum unterwegs. Und dann aber, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also ich finde, der nimmt ja wirklich kein Blatt vor den Mund, oder? Sagt, Leute, ihr seid da bei diesem Baum unterwegs, bei dieser irdischen Weisheit unterwegs und jetzt bittet ihr auch noch Gott darum, dass er euch eure selbstsüchtigen Wünsche und so alle erfüllt. Ihr empfangt es nicht. Ist ja logisch. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wenn Jakobus hier von Ehebrecher und Ehebrecherinnen schreibt, meint er solche Leute, die den Bund mit Gott brechen. Oder die sagen, ich gehöre zu Gott, aber ich frage nicht nach seiner Weisheit, sondern ich will, dass mein Ding passieren kann. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also jetzt merken wir plötzlich, Jakobus redet zwar sehr hart, aber sagt, bei Gott gibt es Gnade. Bei Gott gibt es auch Aufrichtung. Bei Gott gibt es immer einen guten Weg auch. Es gibt die Möglichkeit, sich wie zu demütigen. Wenn ich selber mir das so überlege, dann passt das so gut zu allem, was wir schon gelesen haben im Jakobusbrief. Am Anfang hat er geschrieben, Jakobus, es gibt Anfechtung im Leben. Und da denke ich, ja, das ist es doch, oder? So das ist doch oft so Anfechtung, oder? Diese Seite. Das zu wollen, was ich will. Und dann weiß ich aber, eigentlich hätte Gott vielleicht einen anderen Plan, einen besseren, oder er lädt mich ein, danach zu fragen. Und dann kämpft es in mir. Jakobus hat ja gesagt, freut euch, wenn ihr angefochten seid.
weil uns dann Gott an der Hand nehmen möchte, damit wir wachsen können. Schon ganz spannend. Und so lädt Jakobus uns auch ein, mit Gott einen Weg zu gehen. Er sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also er sagt, auch wenn wir merken, dass wir hier Kämpfe haben und manchmal Dinge falsch laufen, sucht die Nähe von Gott, kommt zu Gott. Und Gott wird sich euch auch nahen. Er haut nicht ab oder rennt davon oder so, sondern er kommt euch nahe. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Also Jakobus sieht, man hat wie beides manchmal im Herzen. Und er lädt uns ein, das Herz ganz Gott zu bringen. Jakobus merkt auch, dass das die Menschen wahrscheinlich beschäftigen kann. Vielleicht gibt es sogar Leute, die beginnen zu weinen wegen dem. Er sagt dann, fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn. Also wir dürfen dann einfach auch, wenn wir sehen, dass wir so diese irdische Prägung haben, wir dürfen mit Demut zu Gott kommen. Wir dürfen ihn einladen, seine Nähe suchen, ihn bitten, dass er uns gnädig ist, dass er uns vergibt, ihm unser Herz hinstrecken und bitten, dass er es immer wieder verwandelt und zu sich hinzieht. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. So wird Gott selbst uns aufrichten. Wie wunderschön. Und ich sage jetzt so, Jakobus, das klingt sehr gut, aber wie geht das ganz praktisch? Und dazu hat Jakobus auch etwas geschrieben. Ich möchte zum Schluss diese Verse aus dem ersten Kapitel noch vorlesen, wo Jakobus genau das beschreibt. Wo wir so in dieser Anfechtung drinstecken, wo wir dann sagen, ja, ich freue mich, aber führe mich Gott, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Und dann sagt Jakobus dazu, Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Es ist eine Verheißung. Wenn wir Gott um seine Weisheit bitten, wird er sie uns geben. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Da ist nicht so ein gelegentliches Zweifeln gemeint, das manchmal in uns aufkommen kann, sondern da ist ein grundsätzlicher Zweifel gemeint, ein Infragestellen, dass Gott es gut meint, dass seine Weisheit gut ist. Also wir dürfen im Glauben oder auch im Vertrauen bitten, im Vertrauen, dass Gott uns das Gute gibt. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Und wir können es uns so richtig vorstellen, sind wir einmal hier und kommen zu Gott, ich brauche deine Weisheit, aber dann bin ich nicht mehr sicher, ob das wirklich will und denke, nein, es baut trotzdem ein bisschen und dann wieder hier. Und man ist so richtig hin und her getrieben und da und dort, aber nirgends richtig. Und Jakobus sagt dann, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Also wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird er sie ihm geben. Erbitte aber im Glauben, im vollen Vertrauen, dass Gott das Gute gibt. Und zweifle nicht. Wir gehen in eine Zeit des Gebets. Es geht heute um Früchte. Es geht heute aber auch darum, was abzuschneiden gilt. Und wir gehen damit zu Gott. Er ist der Gärtner. Er geht durch unsere Reihen. Er zeigt auf, was dran ist abzuschneiden und was er kultivieren möchte, dass gute Frucht entsteht. Ja, Jesus, wir kommen zu dir. So wie es Jakobus sagt, du sagst, wenn wir deine Nähe suchen, so nahst du dich auch uns. Und das sagst du so diesen Leuten, die wir da vor Augen haben im Text, die so unperfekt sind. Und es kann gut sein, dass wir uns auch in diesem Moment so unperfekt vorkommen. Dass wir uns ertappt fühlen, wo wir selber einfach so uns nach dieser irdischen Weisheit ausstrecken oder uns davon treiben lassen. Wo wir unsere Wünsche in den Vordergrund stellen, wo es uns um uns geht und nicht um dich, Jesus. Und ich
ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt wie ein Gärtner hier durch unsere Reihen gehst und zeigst, was dran ist. Wo es dran ist, etwas abzuschneiden oder wo es dran ist, etwas auch zu kultivieren. Bewusst nach deiner Weisheit von oben zu fragen. Und wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass wir auch so lesen dürfen, dass du gute Früchte schenkst. Und dass diese aber von dir her wachsen, dass diese festgemacht sind in der Gerechtigkeit, die wir bei dir haben dürfen und in den Frieden, den du schenkst. Und es kann sein, dass du jetzt hier bist, dass du diese Worte hörst und dass du denkst, du hast diese Gerechtigkeit noch gar nicht. Du hast, Jesus, diese Dinge nicht abgegeben, die im Weg stehen, die du selber als Schuld empfindest, wo du merkst, dass etwas nicht gut ist. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und einfach das Schlechte, die Sünde aus unserem Leben ihm abzugeben. Und er nimmt es heraus. Diese Ungerechtigkeit, dieser Unfrieden. Und Jesus lädt uns ein, dass wir einfach unser Herz aufmachen können, dass er kommt und hineinzieht in unser Leben, dass er der Mittelpunkt ist und dass er seine Gerechtigkeit in uns hineinlegt und seinen göttlichen Frieden uns erfüllt. Vielleicht bist du hier und merkst, dass du Jesus so ins Leben aufnehmen möchtest. Das Alte geht raus und Jesus kommt rein. Ich möchte dich ermutigen, einfach in einem Gebet, das Jesus zu sagen. Es sind meistens ganz einfache Worte, aber mit viel Bedeutung. Jesus das Herz zu öffnen und ihn einzuladen, mit seiner Gerechtigkeit und seinem Frieden zu kommen. Ich möchte dich einladen, vielleicht mit jemandem zusammen so ein Gebet zu sprechen, mit einem Christen, den du gut kennst, den du vertraust, oder komm doch auch auf mich zu. Es ist so schön, wenn man zusammen beten kann und einfach diese Gerechtigkeit von Gott empfangen kann. Vielleicht bist du aber auch hier und denkst, ja, Jakobus hat mich heute schön erwischt. Und es gibt Dinge, die ich ablegen möchte. Jakobus lädt uns ein, uns zu demütigen. Das heißt, wir kommen zu Gott. Wir gestehen ein, dass wir manchmal falsche Absichten haben, Dinge falsch machen, uns selber im Mittelpunkt stellen und Gott einfach um Vergebung bitten. Und ihn dann einladen, dass er uns seine Weisheit von oben zeigt. Nutze jetzt gerade so einen Moment der Stille, wo du vor Jesus ablegen kannst, wenn du etwas ablegen möchtest. Und ihn um Weisheit bitten kannst, um seine Weisheit, wo es dran ist. Danke, Jesus, für deine Verheißungen. Danke, dass du uns in deinem Wort versprichst, wenn wir deine Nähe suchen, wirst du, Gott, uns auch neu kommen. Ich möchte dir zusprechen, wenn du die Nähe Gottes suchst, Gott wird dir nahe sein, dir nahe kommen. Danke für diese Verheißung, wenn wir uns vor dir demütigen auch und zugeben, wenn Dinge falsch laufen. Du verheißt, dass du uns aufrichtest. Du bist ein Gott, der nicht herunterdrücken möchtest, sondern aufrichten. Und ich möchte dir zusprechen, wenn es dir vielleicht geht wie in diesem Text, wenn dich etwas fast zum Heulen bringt. Du darfst es vor Gott hinlegen. Du darfst ihm dein Herz hinstrecken. Er nimmt dich an der Hand und er richtet dich auf. Mutig vorwärts zu gehen. Seine Hand zu ergreifen. Und auch diese Verheißung in Anspruch zu nehmen, wenn wir um seine Weisheit bitten, um die Weisheit von oben, dann gibt er sie. Dann gibt er sie so gern. Und Gott, wir kommen auch zu dir und wir brauchen deine Weisheit. Wir wollen nicht irdische Weisheit, wir wollen deine Weisheit, Gott.
führe uns und leite uns und zeige uns, wo du uns mitnehmen möchtest, damit wir wachsen dürfen, damit gute Früchte wachsen, die wir ernten können und uns freuen können und dir Danke sagen können für diese reiche Ernte. Also kommen wir zu dir. Wir wollen nicht für uns selber leben, einfach uns im Mittelpunkt haben, sondern für dich, Jesus, wollen wir leben. Dass dein Wille durch uns geschieht. Wir wollen unsere Herzen für dich öffnen. Unser Lebenshaus, uns selber, aber auch unser Haus, wo wir wohnen, unsere Herzen, dass du hineinkommen kannst und Raum gewinnst, dass es nicht ein geteiltes Herz ist, sondern ein Herz, wo du, Jesus, der Mittelpunkt bist. Jesus, komm, wir laden dich ein. Ich möchte dich ermutigen. Nimm dieses Thema mit. Vielleicht hat Jesus jetzt einen Punkt in deinem Leben angesprochen, dir etwas aufs Herzen gelegt. Dann bewege doch diesen Punkt weiter. Ich will dich ermutigen, unten in den Kommentaren das Handout herunterzuladen. Dort kannst du die Themen nochmals durchgehen und hast einige spannende Hinweise. Wenn du Fragen hast oder ein Gespräch wünschst oder ein Segensgebet, zögere nicht und nimm Kontakt auf. Ich wünsche dir für deine Woche Gottes reichen Segen und viele Früchte von oben.